Heute Nacht schlafen wir hier in Villa d'Arène im Hotel, fahren dann morgen früh dieses kleine weiße Straßel runter. Der Parkplatz ist kurz vor der Moränensteilstufe. An dem Refuge Villa d'Arène vorbei geht es dann hinten rein ins Tal auf den Glacier de la Platte des Agneaux. Und dann ziehen wir von hinten rauf hier zum Refuge Adèle-Ponchard, was unsere erste Etappe sein wird, 1500 Höhenmeter. Und dann geht es am nächsten Tag runter. Diese Skitour haben wir uns schon lange vorgenommen. Wir planen eine mehrtägige Durchquerung einer der einsamsten und wildesten Gebirgsgruppen der Alpen, der Dauphiné. Schon ein paar Mal haben wir diese Tour verschoben, weil uns die Verhältnisse nie so recht gepasst haben. Und auch dieses Mal gäbe es gute Gründe dafür, nicht aufzubrechen. Der Wetterbericht ist alles andere als eindeutig, aber eben auch nicht katastrophal. Wir probieren es einfach. Und das Wetter soll besser werden, wenn auch noch nicht heute. Also heute haben wir gesagt, am ersten Tag müssen wir durchbeißen. Schneefallgrenze ist einfach bei 2000 Metern, wir laufen bei 1700 los. Und werden später in Schnee kommen, ein langer Tag in dem wirklichen Sauwetter, aber soll dann deutlich besser werden. Der Start in unsere Tour fühlt sich seltsam an. Einerseits sind die äußeren Bedingungen heute wirklich abschreckend. Und die Aussicht auf einen mühsamen, langen und bei schlechter Sicht äußerst anspruchsvollen Hüttenzustieg ist nicht besonders einladend. Andererseits entfaltet die Landschaft gerade bei solchen Verhältnissen einen Zauber, der uns unweigerlich in seinen Bann zieht. Maintenant, ils ont deux possibilités, soit à gauche, soit à droite. Uli Steiner und Michel Canac sind meine Begleiter. Beide kennen sich in der Gegend gut aus. Trotzdem müssen auch sie immer wieder stehen bleiben, um sich zu orientieren. Sich hier zu verlaufen, könnte fatale Folgen haben. In dem schweren Schnee zu spuren ist harte Arbeit. Das Vorankommen ist mühsam und zäh. Und irgendwann will man nur noch, dass diese Plagerei endlich vorbei ist. Wenn man das schafft, durch diese Couloirs sich da durchzuzirkeln und wenn man diese Quälerei überwunden hat und im Team vor allem zusammen. Ich meine, der Michel hat echt enorm viel gespurt an dem Tag. Und wenn man dann da oben ankommt und in die Wärme kommt, dann schätzt man einfach das wieder sehr, sehr, dass man einfach ein Dach über dem Kopf hat und man kommt auf den Boden komplett runter, wenn man in dieser Wildnis unterwegs ist und den Ausgang noch nicht zu 100% so kennt. Und das ist einfach auch das große Abenteuer, das uns überall antreibt. Bin ich froh, dass wir da sind. Oh ja. Endlich. Danke fürs Spuren. Danke dir. Wie heißt der Schnee am Ski auf Französisch? Er klebt. Und auf Deutsch? Du, welche Schuhgröße hast du? 41. 41? Gäh, niemals. Schaut eher aus wie 35. Voilà, super. So, raus aus die Schuhe, das Innenschuh bis morgen trocknen. Was sagt der Wetterbericht für morgen? Mit dem Schnee heute Nachmittag und in der Nacht kriegen wir so um die 40, 45 Zentimeter Neuschnee. Burschen, wollt ihr den Wetterbericht sehen? Michel, komm her. Du kennst dich am besten aus in der Gegend. Also die Aussichten für heute Nacht und morgen. Nach allem, was ich jetzt hier gesehen habe, soll es auf unserer Höhe im Lauf der Nacht aufklaren. Insgesamt wird es kälter werden und für morgen schaut es ziemlich gut aus. Über 2500 Meter Höhe soll es sonnig werden. Das ist genau das, was wir nach dem Aufstieg heute brauchen können. Gute Sicht.
Ja, viel besser als im Nebel rumzustochern. Aber ihr müsst gut aufpassen morgen. Wir haben jetzt schon 30 cm Neuschnee und heute Nacht wird noch mal was dazukommen. Und wie schaut's mit dem Wind aus? Der Wind soll immer stärker werden. 50 bis 60 oder noch mehr km/h. Da muss man schon mit großen Schneeverfrachtungen rechnen. Der Lawinenlagebericht sagt für morgen Stufe 3, also erheblich voraus. Nach dem letzten Wetterbericht hat es auf einmal geheißen, oh, Windspitzen bis 80 km/h aus Nordwest und damit gefühlte Temperaturen von minus 30 Grad. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Bei uns hat es immer geheißen 30 km/h, die sind in der Höhe auch schon unangenehm. Und jetzt kommt natürlich noch die Lawinengefahr dazu. Es hat 40 cm Neuschnee. In der Nacht schlafe ich schlecht. Bei so einem Morgen allerdings ist auch eine sorgenvolle Nacht schnell vergessen. Die Landschaft, die sich gestern noch unseren Blicken entzogen hat, beginnt, sich aus dem Wolkenmeer herauszuschälen und sich uns in all ihrer Pracht zu präsentieren. Da drüben sieht man am Dom de Neige, wo gerade die Windfahne so drüber zieht. Das ist so der klassische Skitourengipfel. Der ist ein bisschen über 4000. Und der Blick auf jetzt doch unser heutiges geändertes Tagesziel darauf, auf die Grande Ruine, das schaut ja schon alles ziemlich fantastisch aus. Gell? Bei aller Freude darüber, dass die Prognose des Wetterberichts tatsächlich eingetroffen ist und die Sonne scheint. Etwas gebremst ist unser Enthusiasmus doch noch. Alle drei sind wir ausgebildete Bergführer. Wir wissen, welche Gefahren in der glitzernden und makellosen Schneedecke lauern können. Erst recht am ersten schönen Tag nach einer Schlechtwetterphase. Unseren ursprünglichen Plan einer Rundtour um die Meije haben wir angesichts der Informationen, die uns Aurélien, der Hüttenwirt, gestern noch gegeben hat, geändert. Vor allem der Wind hat uns einfach davon abgehalten. Es war so, wir haben Informationen bekommen, dass der Hüttenwirt aus der Ägelhütte seit 2 Tagen nicht mehr vor die Tür gegangen ist. Steht ja voll am Wind auf der Nordseite von der Meije. Und im Zusammenhang mit dem, dass wir einfach da auch filmen wollen und jetzt nicht nur Antarktis-Expedition haben, eingemummelt bis oben hin und dann nicht die Sicherheit haben, dass man überhaupt wieder hochkommt, weil das Serre Savon eventuell dann eingeblasen ist, 45 Grad steil, haben wir uns doch entschieden, dass wir sagen, wir machen die sichere und schöne Variante. Einfach jetzt hier mit der Überschreitung runter nach La Bérarde. Und so wie es jetzt aussieht, war das, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Heute haben wir gute Chancen, den ganzen Tag über der Wolkendecke zu bleiben. Wir wollen die Grande Ruine besteigen, einen der wenigen echten Skigipfel der Dauphiné. Unsere Anspannung weicht immer mehr der puren Freude, hier unterwegs sein zu dürfen, weit und breit die einzigen, in einer gewaltigen Arena aus Fels, Schnee und Eis. Und mittendrin in den Heimatbergen von Michel. Früher als Kind war ich hier in der Gegend wahnsinnig viel unterwegs. Später, als ich Skirennläufer war ich viel fort und nicht mehr so oft da. Aber ich kenne in der Gegend hier jeden Winkel. Mein Bruder hat hier Mineralien gesucht und ich war mit ihm oft unterwegs. Ich habe Freunde, die gehen hier auf die Jagd und ich jage mit ihnen. Ich kenne diese Gegend. Ich mag sie, wirklich. Für bayerische Bergsteiger freilich ist es ein weiter Weg in die Dauphiné. Und für Uli und mich sind die Berge hier natürlich nicht so vertraut wie für Michel. Wobei der Uli in dieser Gegend fast so etwas wie eine zweite Bergheimat gefunden hat.
Eigentlich lebt er in Garmisch-Partenkirchen und arbeitet als Arzt und Bergführer. Nicht weit von hier allerdings, in Briançon, hat er vor einigen Jahren eine Zeit lang gelebt und dabei viele gute Freunde gefunden, zu denen er nach wie vor den Kontakt hält, sie immer wieder gerne besucht und mit ihnen zum Skifahren, Klettern oder Bergsteigen geht. So wie mit Michel. Wir sind inzwischen an einer Scharte kurz unterhalb des steilen Gipfelaufbaus der Grande Ruine. Schroffe Felsberge und steile Rinnen sind typisch für die Dauphiné und definitiv kein Anfängergelände für Skitourengeher. Oh, geht's da runter, meine Herren. Ja, genau das richtige Gelände für Michel. Hm? Michel mag es, wenn es beim Skifahren ganz besonders steil ist. Dort, wo er am liebsten fährt, würden sich auch höchst erfahrene Tourengeher aus gutem Grund niemals hineinwagen. Steilwände wie hier am Lüskam, an der Meche Orientale oder am Pelvoux ist Michel schon gefahren, und zwar mit einer grandiosen und eleganten Technik, die er in seinem früheren Beruf erlernt hat. Er ist Skirennen gefahren in einer Zeit, in der Irene Epple oder Marc Girardelli aktiv waren. Jetzt Michel Canac, Überraschungsdritter von Kranjska Gora. Zum ersten Mal seit 10 Jahren war ein französischer Slalomläufer wieder unter den ersten 3 in einem Weltcup-Spezialslalom. Fährt recht beständig diesen Winter, schon 4-mal unter den ersten 10. Slalom-Weltcup und Steilwand. Dazwischen liegen Welten. Sehr beweglich Michel Canac und ein guter erster Durchgang, 54,16. La compétition fait une tension énorme. Beim Wettkampf stand ich unter einer wahnsinnigen Anspannung. Da will man gewinnen. Bei einer Steilwandabfahrt wie am Pelvoux ist das ganz anders. Da fühle ich mich sicher, weil ich weiß, dass ich gut genug Skifahren kann, um das zu schaffen. Trotzdem kann es dann natürlich Überraschungen geben. In den Bergen kann jederzeit was Unerwartetes passieren. Aber es ist was anderes als beim Rennenfahren. Und wenn ich nach einer Steilwandabfahrt unten bin, bin ich glücklich und habe bessere Erinnerungen an so eine Fahrt als an viele Wettbewerbe. Locker, nicht gefundener Neuschnee. Und hier kommt dann die erste Zwischenschicht. 30, 40 Zentimeter, oder? Ja. Die neue Schicht. Da kommt wieder so was Nächstes. Ja. Und da geht es dann wieder munter weiter. Aber hier unten wird es dann schon hart. Nicht extrem eingeweht. Nein, und das oben drauf, das ist wirklich fluffy, ohne Wind. Wir wollen wissen, wie stabil und wie sicher oder wie unsicher der steile Gipfelhang der Grande Ruine ist. Deshalb schauen wir uns den Aufbau der Schneedecke genau an. Hier war nicht so viel Wind, wie wir befürchtet haben. Eine echte Schwachschicht scheint in der Schneedecke nicht drin zu sein. Vielleicht ein bisschen weiter unten. Okay. So, schauen wir da, ziehen wir Hand. Der sogenannte Kompressionstest liefert uns wichtige Informationen, um die Lawinengefahr besser einschätzen zu können. Es sieht ziemlich gut aus. Für die bewegte Paket haben wir noch keinen eindeutigen Bruch. Jetzt. Richter, das Neueste. Ne? Ja, das fällt aber auch, du hast keinen glatten Bruch, wo das da jetzt irgendwie in sich zusammenfällt. Die oberste Schicht besteht aus lockerem, ungebundenem Schnee. Von ihr geht keine Gefahr aus. Um sicher zu gehen, testen wir aber auch noch die Stabilität der tiefer liegenden Schichten. Tut mir schon die Hand weh. Der Patrick Neid von den Tiroler Lawinenwarnings hat gesagt, wenn die Handflächen der Lawinenwarner wund sind, dann ist ein guter Winter, weil dann alles stabil ist. Eine 100%ige Garantie dafür, dass der Hang wirklich sicher ist, gibt es nicht. Doch wir sind uns einig in der Einschätzung, dass das Risiko eines Lawinenabgangs hier und heute gering ist. Der Weg auf den Gipfel der Grande Ruine ist also frei. Für Michel erstaunlicherweise eine Premiere. Ich würde mich jetzt nicht als klassischen Bergsteiger bezeichnen. Normale Hochtouren mache ich eher selten, obwohl es auch toll ist und mir Spaß macht. Mir geht es mehr um meinen Sport. Mountainbiken, Klettern, Skifahren oder Eisklettern. Normale Wege auf hohe Berge mache ich nicht so oft. Und auf der Grande Ruine war ich noch nie. Aber mein Vater ist als Bergführer mindestens 20 Mal hier oben gewesen. 3765 Meter. Wir haben es geschafft.
Bienvenue au sommet de la grande ruine. Bien joué là. Quelle belle journée là. Merci. Sauber, Michi. Michel. Super. Super. Exceptionnel, hein? Jetzt ist er französisch. Un jour de milliardaire. Un jour de milliardaire. Und der ganz, ganz bekannte große Bergsteiger Gaston Rébuffat hat mal über den Gipfel der Grande Ruine gesagt, dass das der schönste Aussichtsgipfel der Dauphiné ist. Und ich glaube, das können wir heute nachvollziehen. Ne? Absolut. À l'époque, Gaston Rébuffat il a dit que la Grande Ruine c'est la meilleure vue que tu peux avoir, le plus beau panorama. Wir genießen unser Gipfelglück. Doch so wie jeder schöne Augenblick ist es flüchtig und wird bald vertrieben von unserer Konzentration auf die Abfahrt. An die 50 Grad steil ist das Gelände am Anfang. Aber anscheinend gar nicht so schwer zu fahren. So schaut es zumindest aus, wenn Michel hier fährt. Wenn man selber im Hang steht, fühlt sich das Ganze aber dann doch etwas anders an. Weshalb Uli und ich es vorziehen, uns ganz vorsichtig hinabzutasten. Aber nur das erste Stück. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Es war ein Hochgefühl, da wieder mit dem Gipfel in der Tasche zurückzukommen, weil es war für uns überhaupt nicht sicher, dass wir da hochkommen. Andererseits war für uns der Gipfel auch das Argument, dass wir gesagt haben, okay, wir entschließen uns jetzt nicht, die klassische Runde zu gehen, die wir primär vorhatten. Und so hat man natürlich uns auch ein bisschen Druck gemacht, dass wir wenigstens da auf den Gipfel kommen. Und es war natürlich eine große Genugtuung, auch nicht mega was riskiert zu haben, sondern ich habe das Gefühl, wir waren ganz gut unterwegs. Der letzte Sommer war sehr schön. Bin in irgendeiner Bucht gelegen, die Sonne wirft Feuer auf der Haut. Du riechst das Wasser und nix ist laut. Irgendwo in Griechenland jede Menge weißer Sand, auf mein Rücken nur der Hand. Nach 2-3 Wochen hab ich's gespielt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken dran sie Was das wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einem Olivenbaum und du spürst dich mit am Stamm. Es ist so anders als daheim. Irgendwann bleib ich dann dort, lass alles liegen und steh von daheim für immer fort. Darauf gib ich dir mein Wort, wie viele Jahre noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. Hey. Schön war es bei euch. Da sind wir gern 2 Tage geblieben. Danke euch. Kommt gut heim und viel Spaß in euren Bergen zu Hause. Bis zum nächsten Mal. 2 Bussal oder 3? 3 natürlich. Oui, c'est ça, tout à fait. Eigentlich hatten wir ja geplant, heute unsere Rundtour um die Meesch herum zu vollenden und zurückzukehren zu unserem Ausgangspunkt nach Villard-d'Arènes. Nachdem wir diesen Plan gestern schon den Verhältnissen angepasst haben, funktioniert das leider nicht mehr. Trotzdem erwartet uns auch heute ein Skitourentag, wie er typisch ist für die Dauphiné. Wir wollen in einem anderen Talort in La Bérarde rauskommen.
Ein lohnender Gipfel steht dabei nicht auf dem Programm. Dafür müssen wir 2 Übergänge über steile und anspruchsvolle Scharten meistern. Wieder gilt es, die Lawinengefahr realistisch einzuschätzen. Besonders große Windverfrachtungen, wie sie der Wetterbericht angekündigt hatte, scheint es hier allerdings nicht gegeben zu haben. Vermutlich deswegen, weil wir uns im Windschatten der Meesch befinden. Es war also eine gute Entscheidung, südlich davon zu bleiben. Und spannende Herausforderungen gibt es auch hier genug. Ja, doch ein bisschen heißer Übergang jetzt, gell? Ganz rüber traue ich mich nicht. Zuerst, weil ich glaube, dass das ein bisschen einblasen ist und wenn man da mit einem kleinen Brettel weggeht, dann fliegt man einfach über die Felsen runter. Die Abfahrt nach unten schaut jetzt auch eher so aus, da unten schauen die Felsen raus. Aber ich denke, wenn ich so vorsichtig da einmal rumkomme und dann rechts wieder zwischen die Felsen durchkomme, dann kann man gewonnen. Da ist das Brettel nämlich schon rausgekommen. Ja? Okay. Hier ist nicht die Lawinengefahr das Problem. Hier müssen wir gut aufpassen, dass wir nicht abrutschen und abstürzen. Besonders tückisch ist es für Uli, der als Erster in die Rinne fährt. Er kann oft nur ahnen, was ihn dort erwartet. Wie weich oder wie hart der Schnee ist. Ist die Unterlage griffig oder eisig und glatt? Besonders hinterhältig sind Felsen, die unsichtbar knapp unter der Schneedecke lauern. Selbst Michel geht diese Abfahrt lieber ganz vorsichtig und behutsam an. Es sind diese Augenblicke, wo man, also ich bin ganz, ganz wenig allein unterwegs gewesen und immer mal eigentlich mit guten Freunden oder auch mit sehr guten Kunden. Und zwar kein Mensch vor uns da. Und es ist einfach eine enorme Befriedigung, durch diesen unverspurten Schnee seine Spuren zu ziehen. Und das sind Bilder, die brennen sich bei mir ein und die kann mir keiner mehr nehmen. Und gerade in Verbindung mit den Menschen, die da gemeinsam mit mir unterwegs sind, macht es einfach ein ganz, ganz großes Glück. Le col de la Casse-Dessert, finalement. Ah. Windy, il y a du vent, hein, putain. Plutôt le col du vent. Le col du grand vent. J'espère que ça se passe ici. Hein. Super. Ah, ça a travaillé là derrière. Mais hier siehst du Monteviso hinten. Ja, durch die Scharte, direkt gell? durch die Scharte leuchtet er rein. Juste dans l'axe du couloir nord de Rochefort. Der Col de la Casse-Dessert ist der höchste Punkt, den wir heute erreichen wollen. Jetzt kommt nur noch die Abfahrt 1600 Höhenmeter lang. Die ersten davon sind wieder mal ziemlich steil. Und Uli und ich dürfen ein letztes Mal bewundern, wie souverän ein ehemaliger Weltcup-Slalomfahrer auch in diesem Gelände unterwegs ist. Für uns ein echter Ansporn, auch an unserer Skitechnik weiter zu arbeiten. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Ich habe noch einiges vor in den Bergen. Es gibt eine Menge steiler Abfahrten, die mich noch reizen. Aber ich mache mir keinen Stress. Was geht, das geht. Was nicht geht, geht nicht. Man muss vorsichtig und bescheiden bleiben. Ich mache meinen Sport so lang, wie es geht. Ich habe schon mal versucht, es bleiben zu lassen, aber das geht nicht. Manche haben mir gesagt, du bist 60 Jahre alt, mach mal langsamer, hör auf. Aber ich habe so viel Spaß dabei. Die Berge sind einfach mein Lebenselixier. J'aime toujours ça et voilà, et puis c'est ma raison de vivre. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant.
sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier. Tout le corps révélé, prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir. Der Schnee langt nicht ganz bis ins Tal hinab. Die letzten Meter müssen wir die Ski tragen, hinunter nach La Bérarde. Michel hat als Kind oft den ganzen Sommer hier verbracht, weil sein Vater von dem kleinen Ort im Herzen der Dauphiné aus als Bergführer unterwegs war. Im Winter ist das Dorf allerdings ziemlich verlassen. Ein Café oder eine Kneipe, in der wir unsere Tour ausklingen lassen könnten, hat nicht offen. Dafür begegnen wir völlig überraschend einem alten Mann, der uns zu einem Bier einlädt und der ein Stück Bergsteigergeschichte verkörpert. Das ist völlig unglaublich, weil das ist jetzt quasi der Enkel vom Erstbesteiger von der Mesch. Von Gaspar ist das der Enkel. 81 Jahre. Hast du das Seil gesehen? Das Hanfseil. Wahnsinn. Das ist was anderes, was wir heute haben, gell? Bist du auch Bergführer? Wir alle sind Bergführer. Alle? Dann war es mir ein ganz besonderes Vergnügen, euch auf ein Bier einzuladen. Bergführer gehören zur Familie. À la vôtre, monsieur. Merci mille fois. Ça nous fait un grand plaisir de vous connaître. Et à Gaspard. À Gaspard. Ses compagnons de cordée, s'il avait des Anglais, c'était venu après non seulement des amis, c'était venu des amis.